Bruder, der Thomas, und ich, der Julian, wollen nicht nur reden, sondern was machen gegen das Wirtshaussterben. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt, im 200-Seelendorf Obergeiselbach. Innerhalb von 30 Tagen wollen wir ein verfallenes Wirtshaus wieder eröffnen. Ihr habt ja beide keinerlei Erfahrung oder gar nichts. Entgegen aller Widrigkeiten. Im Kampf gegen die Tücken der Zeit. Es schaut zwar nicht so aus, aber wir werden es jetzt doch schaffen, oder? Leck mich doch am Arsch jetzt da! Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so einen Tatendrang verspürt, wie an dem Tag, an dem uns der Schlüssel samt Pachtvertrag übergeben worden ist. Nicht wirklich preiswert, aber dafür mit der Erlaubnis, alles umzubauen. Was das genau heißt, wollen wir als allererstes abchecken. Ich finde die Brennnessel sollten weg. Aber das ist doch schon mal ein geiler Innenhof. Biergarten, Blasmusik. Da, falls du ein Auto brauchst. Da gehe ich jetzt nicht hinter, weil ich habe keine Hohen Abgabe. Da können wir die nächsten Tag gleich mal einen Container abstellen, so wie das da ausschaut. Ich warte darauf, bis wir mir das erste Verbrechen hier entdecken. Aber schau Aber das geht ja da hinten noch weiter, oder? Das ist riesig. Boah, das ist schon seit 20 Jahren ist da nichts mehr gemacht worden. Juli, wie schaut's aus? Sollen wir mal reinschauen? Ja, das können wir machen. Hallo? Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn jetzt jemand was gesagt hätte. Könnt ihr mal ein Licht machen? Aber nicht verkehrt. Zu hin ist es dick. Also ich meine, wir können das ganze Drum rausreißen. Schaut dir mal das an. Also das können wir nicht brauchen. Da können schon die Decken aber. Wer es entdeckt, der muss es sauber machen. Dann schau ich nichts mehr an. Also hier hat auf alle Fälle auch mal irgendwas umgewütet. Haben wir schon mal Stühle. Ich meine, generell ist ja mal die Frage, was ist denn das hier? Die Matratzen, Trennwände. Hat da jemand gewohnt oder was ist das? Ist das eine Wohnung? Also, ich meine, die Vermieterin hat ja gesagt, das ist eine Gaststätte. Fragen über Fragen. Die größte davon, wie sollen wir das jemals schaffen? Gaudi haben, da kannst du nicht musst du einmal eine Gaudi haben, musst du irgendwann einmal sagen können, Ihui! Oder geh hier auf! Geh hier auf! Musst du einmal eine Gaudi haben. Geh hier auf! Ja, es ist ja offensichtlich. Wir brauchen eine Hilfe. Und wie es der heilige Wirtshauspatron, der Goa, so will, kommt die auch. In Form von unserem sehr neugierigen kleinen Bruder, dem Jonas. Eigentlich nicht verkehrt, oder? Können wir mal rein, das ist unsere Tür. Und wir sind jetzt gerade dabei, die Wand rauszureißen. Mit dem langweiligen Hammer habe ich schon ein bisschen eine Idee. Und was? Und seid ready? Ja, wir wissen nicht, ob das so eine gute Idee ist. Liegen doch Matratzen da. Das wird schon. Action! Okay. Und tatsächlich, ein Jonas sein Post hat funktioniert. Die ersten vom Dorf sind schon da. Habt ihr die Wirtschaft schon aufgemacht, oder wer?
Ja. Genau. Grüßt euch. Geht direkt zu. Servus. Servus. Ja, die Wirtschaft ist schon länger zu, die ist jetzt schon über 30 Jahre zu. Ja, aber da waren ja dann noch andere. Ja, Oder noch eine Pizzeria mal eine drin. Pizzeria war noch ein paar Jahre drin, aber das hat alles nicht lange gedauert. Weil da einfach die Pacht, das rentiert sich da in der Ortschaft nicht. Jeden Sonntag haben wir uns da getroffen, die Jungen alle, also das war total schön. Da haben wir unser erstes Klassentreffen gefeiert. Vor 40 Jahren. Ja, wir haben ja gesagt, das war halt schön, wenn es halt irgendwie eine Dorfwirtschaft wird, wo halt wirklich alle Generationen auch ein bisschen zusammenkommen können und für jeden was dabei ist. Und das sind natürlich die Jungen gefordert. Die stehen im Saft und Kraft, haben die noch. Fühlen Sie es gut, gell? Merci. Also, einen Segen von den Dorfbewohnern haben wir schon mal. Nichtsdestotrotz wollen wir uns den auch noch vom Onkel Mart holen, vom Dorfältesten. Grüß dich. Grüß euch. Servus. Was darf ihr da? Euer Rentendasein genießen, oder wer? Servus, grüß dich. Servus. Servus. Grüß dich. Ah Mensch, da habt ihr sogar so Dinger schon hergerichtet, oder wer? Die Schützen erreichten mit einer enormen Eigenleistung im Herbst 1977 die Fertigstellung ihrer 8 Schießstände im Gasthaus Hirmann. Der Hirmann Robert hat da, und seine Frau, die haben da eine Wirtschaft gebaut. Die haben uns gefragt, wenn wir einen Rohbau hinstellen und wir sonst arbeiten, dann machen sie es. Weiß ich noch keiner weiter. Nach 10 Jahren, oder? Ja, 10 Jahre, meine ich, hat er die Wirtschaft gehabt. nein, die hat er schon länger gehabt. Dezember 1990 haben wir erfahren, dass das Wirtshaus verkauft hat. Da hat natürlich schon mal sauer gewesen. Und wie hast du das empfunden? Wir haben einen Spätzing gewesen da. Ich hab da nicht so viel geschimpft. Okay. Es war ja dann eine Wirtschaft, aber eigentlich war es ja sowas auch wie ein Dorfhaus, oder? Ja, die haben ja so gut gekocht. Da haben jeden Sonntag war die Bude voll. Und was hat es da gegeben? Wildsein? Ein Wildsau, ja, völlig, da ist auch Wildbraten. Und er war Jäger, das ist klar. Rehe und Zeug. Was Veganes auch? Nein, das soll es damals nicht geben. Ja, das. Die Kirschlein, Spüle, dieser Grill. Ja, da schon. Das sind die Maschinen zum Holzhaben. Mensch, das ist ja perfekt. Dürfen wir uns da auch was ausleihen? Und welcher ist jetzt da voll von den Kühlschränken? Weil dann darf man den mitnehmen. Voll. Wir tragen nicht. Ich weiß nicht, ob uns der Onkel Mart das alles leid, weil er an unserer Vision glaubt oder weil er uns sehenden Auges in den Hades der bayerischen Wirtsleut schicken will. Das nächste Problem. Unsere Unwissenheit. Der Thomas ist gelernter Immobilienmakler und ich habe 24 Semester Theaterwissenschaft studiert.